hoffen, heute Abend Spitzenspiel, so ist es im Sport. Spannend war es, am Ende stehst du leider mit 0 da, Endstand EC Peiting gegen die Bayreuth Tigers 1:2. Wir gratulieren natürlich unseren Gästen. Sergej Wassmüller, das ist unser Gästetrainer, herzlich willkommen hier heute Abend. Und auf meiner rechten Seite natürlich wie immer unser Heimtrainer John Syczynski. Guten Abend. Sergej, am Ende dann doch zufrieden im Spiel, oder? Hallo, guten Abend. Also ich denke, zufrieden ist es natürlich klar, das erste 3 Punkte. Wichtig das war, dass wir nicht nur zusammengebrochen nach dieser 1:0, also weiter gespielt. Ich fand, es ist heute von meiner Mannschaft der beste Saisonleistung, besonders auswärts, Defizit sehr kompakt gespielt, sehr diszipliniert gespielt. Der Knackpunkt war natürlich diese 3-5. Zweimal bestanden, das war auch für uns harte Stück Arbeit. Und im letzten Drittel werden etwas aggressiver agiert. Er hat gesehen, dass das Beine immer noch da und da haben wir dann etwas mehr zum Tor gesucht, das Weg zum Tor gesucht und mehr Treffer geschafft aufs Tor und dann am Ende war er auch gelungen mit diesem Auswärtssieg. Aber wie gesagt, muss man sagen, ich glaube, hier im Peiting muss man gar nicht verstecken, also wenige Mannschaften werden nur ein Tor kassieren werden hier, also das bin ich sicher. Und im Großen und Ganzen, wir haben ein gutes Spiel gesehen, wie gesagt, erste 2 Drittel, aber von beiden Seiten so etwas defensiver, finde ich, ist das wenig was passiert. Aber wie gesagt, im letzten Drittel ist das Spiel entschieden worden. Dazu vielleicht ein bisschen Lob an meinen Torwart und Defensivabteilung, gut gearbeitet, ganz ruhig, ganz alleine. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Vielen Dank, schönen Abend. Also von unserem Gästecoach, Sergej Wassmüller für Julian Bädermann. Überhaupt waren es ja heute die beiden besten Unterzahlenmannschaften, die gegeneinander angetreten sind. John, deine Worte zum Spiel heute. Ja, guten Abend. Das war heute nichts. Das war heute nichts bei uns. Wir waren nicht da. Wir haben nicht gekämpft, nicht gearbeitet. Wir haben unsere erste Torschuss gekriegt nach 10 Minuten im Spiel. Die wollten es einfach mehr. Auch bei die 5 gegen 3 Überzahl, was Sergej angesprochen hat. Die haben harter gearbeitet. Wir waren 5 Mann am meisten, die 0-3 und die haben harter gearbeitet als wir. Und ich war überrascht, dass nach 40 Minuten wir immer noch in Führung waren. Hatte Chance, 3 Punkte zu klauen, würde ich sagen. Und im Endeffekt haben wir das auch nicht verdient. Wir werden das darüber sprechen, an was das lag heute. Aber es kann nicht sein, in einem Top-Spiel gegen eine Top-Mannschaft, dass wir nicht bereit sind. Danke. Dankeschön, unser Heimtrainer John Syczynski, nicht zufrieden. Feuer frei, Fragen der Presse. Werner Heuer ist da für Radio Oberland und Roland Halme für sämtliche Printmedien in der Region. Sergej, in der zweiten Drittelpause hast du ein längeres Gespräch mit dem Schiedsrichter-Trio gehabt. Du warst bestimmt mit einigen Entscheidungen nicht einverstanden. Im letzten Drittel hat es die einzige Strafe gegen Peiting gegeben, was zum Tor geführt hat. Bist sehr glücklich heute drüber. Allgemein, der Schiedsrichter-Thema will ich gar nicht kommentieren oder sagen, irgendwas erzählen. Es fehlt einfach die Konstante. Ich will, dass es für beide Seiten wieder korrekt, das heißt ja auch unparteiische gepfiffen werden. Aber es kann nicht sein, dass das erste Drittel bei so, zweite Drittel andersrum und dann zum Schluss mein Spieler fährt zum Scheibe 4 Meter vor der Vorsprung hat und der Schiedsrichter pfeift in der Eisling und der Bulle bei uns im Drittel. Also Entschuldigung, das ist irgendwie, frage ich mich, was ist da los hier? Und es ist dieser Bulle, wie oft schon wir haben erlebt, der führt zu einem Tor, also dann Ausgleich und spielst das Spiel. Und stehen wir hier mit langem Gesicht. Wie gesagt, also es tut mir leid, ich habe ein bisschen aufgeregt, aber ich möchte, das wird einfach korrekt für die beiden Seiten gegriffen. Mehr will ich. Ich glaube, wir haben eigentlich niemand, egal ob Trainer, Spieler oder Zuschauer. Wir hoffen das Beste, dass es die Schiris irgendwann mal hinbekommen. Roland, bitteschön. John, der Flori Stauder war am Schluss nicht mehr dabei oder hat zumindest nicht ausgesetzt. Was war da los? Der Johnny hat dann viel in der ersten Reihe gespielt. Der Staudi hat irgendwas mit dem Rücken gehabt, ist behandelt am Spielerbank, aber hat nicht richtig funktioniert. Im letzten Drittel hat der Thomas Zeck auch nicht gespielt, hat Probleme mit der Leiste. Schade. Wenn die Bremse vom Eisrad läuft. Schon. Der Justin hat heute
eine unglückliche Figur gemacht. Aus meiner Sicht, wie kann man ihm Selbstvertrauen beibringen, dass er doch mal sich selber traut zu schießen und nicht dann aus freier Schussposition den Pass macht, was ja sonst sehr mannschaftsdienlich ist, aber in dem Fall wäre es vielleicht schick gewesen, oder? Ich glaube, du meinst im letzten Drittel, wenn er selber zum Tor gehen könnte, wollte zum Teil passen. Klar, er weiß selber nach diesem Pass, er sollte selber schießen, das mussten wir immer wieder mit ihm reden. Er denkt immer an Passen zuerst, aber er muss das selber schießen in diesem Fall. Sergej, wie schaut denn euer Saisonziel eigentlich aus? Also ich denke mal, ihr werdet vorne mitspielen. Könnt ihr euch vorstellen, einen Aufstieg anzupeilen oder ist das zu weit gegriffen? Unser Ziel ist, es bleibt wie bevor. Wir wollten natürlich wie letztes Jahr oben mitzumischen und das ist wie weit wie möglich in die Playoff weiterzukommen. Wenn es uns gelingt, letztes Jahr viel Verletzung weg gehabt. Aber das, über die Aufstieg, wir haben gar nichts im Mund. Wir wollten weiter arbeiten, wir wollten Spiel zu Spiel spielen und jedes Spiel besser spielen als der vergangene Spiel. Das war's, das war unser Ziel. Danke. So ein Ziel habe ich hier offiziell auch noch nie gehört. Jedes Spiel besser spielen als das Spiel davor. Warum nicht? Weitere Fragen? Dankeschön an die Vertreter der Presse. Dankeschön an beide Trainer Sergej Wasmiller und John Syczynski. Dankeschön auch an alle, die heute hier waren. Es geht weiter auswärts am Sonntag in Sonthofen. Heute 0 Punkte. Dann müssen wir